mengen dat het wichtig ist, wie vielleicht als zwei politisch frohen zu stellen, an der den Ufang von dieser Diskussion zu setzen. Weil ich meine, darum geht es eigentlich. Die echt als richtig, dass wir hier probieren, lauter Strukturen zu schaffen, für die Kinder zu versorgen, und dabei immer im Vergessen, zumindest in dieser Legislaturperiode, dass die dritte Möglichkeit als für die Familien, die daheim wollen bleiben, für die Kinder selber zu erzählen, auch zu fördern. Das ist etwas, was an der Diskussion bei dieser Gambia-Regierung nie zu Spruch kommt. Es wird alles gemerkt, wie das Leute zu zwei muss schaffen gehen, die Eltern daheim. Und dass den andere Familienmodell, die wird benötigt, und das fanden wir als ADR einfach nicht richtig. Wir sind d'accord, wir haben noch ein ganz Projekt mit gedroht, die du hingibst, wie denen Leute, die den Schwach treffen, für zu zwei schaffen zu gehen, wie kann er besser da versucht zu kriegen, dadurch, dass sie so eine Struktur geben, wenn das ihre Wunsch ist, das haben wir mit gedroht, aber wir sind nicht d'accord, dass systematisch den anderen Modell von denen Leuten, die wollen daheim bleiben, und ich kann er selber zu erzählen, wie kann er selber zu erzählen, benötigt wird. Die zweite grundsätzliche Überlegung, die ich will hier an den Anfang von dieser Diskussion stellen, ist dass sich eigentlich kaum wundern, dass dieses Projekt in der Regie von einem liberalen Minister kommt. Weil die Frage von einem liberalen Minister müsste als echt sehen, muss der Staat an alles ergreifen? Muss der Staat ein dares Mam reglementieren, so als wäre den Klinik oder irgendein Kantin, wo müsste extrem genau auf alles geguckt gehen, also nicht Staat für sich rauszuhalen, soweit wie es geht, solche Abühen zu verhindern. Herr Engel hat also Purfeldo genannt. Aber sich, also Staat, sich rauszuhalen aus der privaten Entreprise, von ein dares Mam do hier Service oder ein dares Pap will sich Service offrieren, und aber das Recht an die Pflicht anzugreifen, was Steuergelder am Spiel sehen, an seine Direktresponsabilität engagiert das, und darüber komme ich nachzuschwätzen. Ich will ein paar Kommentare machen aus der Optik von diesem Gesetz. Wie gesagt, wird grundsätzlich die zwei Bemerkungen, die man will machen, die habe ich nur gemerkt. Erstens, keine Benötigung von den Familien, die kann er selber will erzählen. Und zweitens, die Rolle vom Staat soll nimmer dann greifen, wenn es wirklich nötig ist. Mit an der Optik von diesem Gesetz stelle ich mir mal fest, dass es ganz formalistisch Gesetz ist. Auch das ist eine Charakteristik an der Arbeit und dieser Regierung, dass alles extrem formalisiert wird. Es kann doch nicht sein, dass von deres Älteren dieselbe bürokratischen Aufwand gefordert wird, in Form von einem Projekt d'Etablissement oder sogar von einem Projekt Pädagogik, wie das bei Schulen der Fall ist. Das ist eine Verwirrslung, geht einfach immer an dieselbe Richtung gedurcht, immer an dieselbe Formalismus, und das ist sicher dem Objekt, über dem wir schwätzen, nicht angepasst. Eine zweite Überlegung, das ist die Konkurrenz zwischen den Eltern und den Krechen. Es gibt von den Eltern hier in diesem Projekt ganz viel Investiment an Infrastrukturen verlangt, und das setzt auch an eine Konkurrenz, auch an der Restauration, an ganz vielen anderen Exigenzen, und auch das verstärkte Konkurrenzsituation, die nicht unbedingt favorabel ist gegenüber den Krechen. Dann ist auch eine andere prinzipielle Überlegung, das ist das Verhältnis zwischen den Älteren und den Älteren, den biologischen Älteren oder denen, die Autorität parental über das kann tun, an den Älteren, den Assistant parental. Da wird ein Kontrakt aufgeschlossen. Und der Kontrakt, den heißt Contrat d'éducation et d'accueil. Und das so mir nee. Die Education vom Kant als ein Recht an eine Pflicht von den Älteren vom Kant, weder von den Älteren noch vom Staat. Den Accueil, der geht von den Älteren gemerkt für die Zeit, wo die Leute die Autorität parental und die biologisch Älteren in der Regel das nicht können oder wollen machen. Aber die Education von einem Kant als eine Aufgabe von den Älteren. Das ist auch interessant, wo ich den Unterrichtsminister gesehen, wenn ich den Term Unterrichtsminister benutze, weil an der Tradition von dem Minister eben nach dem Unterricht von den Kindern als staatliche Funktion gesiegt als Priorität an die Education vom Kind. Das ist eine Sache an Eisenhower in jedem Fall, die primordial den Älteren zukommt. Das Statut. Da gibt es eine Reihe Diskussionen. Das Statut ist auch so, dass die Leute, die wollen die Funktion ausüben von den Älteren, müssen independent sein. Aber wir wären aber abgewirkt für eine Diskussion, wo ich noch so in den Statut vom Salarié à domicile wäre eine Möglichkeit, dass man schon in der Chambre des Salariés
evokéiert geht noch Menschen im Komitee du Travail feminin. Und es wäre sicher eine Möglichkeit für Leute zu beschäftigen, sinnvoll zu beschäftigen und froh, ob das immer muss auf Form von einem Independent sein ausgestaltet. Visite domiciliaire. Die Leute können dahin gehen bei den Jahreseltern, wie das gucken zu gehen, dass sie gleich 3 Kategorien von Beamten aus dem Unterrichtsministerium, d'Éducation nationale, Kategorien A1, A2, AB1. Das fanden wir an der Reihe, den Blick, wo dat Prestataire chaque Service sind, weil wo der Staat so engagiert, kann noch seine Konditionen stellen, man kann noch kontrollieren, ob dort Konditionen erfüllt sind. Das ist aber eng froh, wie weit der Staat sich Rechte arrangiert, für bei Leuten hinzugehen, wenn das nicht unbedingt der Fall ist. Mir noch sowieso an der ganzen Logik von dieser Regierung der Visite domiciliären immer mehr und ein bisschen viel. Mit unser Ministère de l'Environnement bei den Bauern, wo daran nicht können Leute schellen, nach gucken gehen. Wir haben sie bei den Jahreseltern, wir haben an den Crechen mit den Inspekteurs régionaux oder den Agents régionaux. Die Idee für immer die Kontrollen auszuüben, das ist auch am Widerspruch zu anderen Rechten am Staat, Schutz zum Eigentum, Schutz der Privatsphäre, Schutz zum Domizil. Aber wir müssen gucken, dass der Staat nicht aufhängt, durch Reflexer zu kreieren, die Rechte systematisch aushebeln, die aber zu den Grundrechten von unserem Staat gehören. Und da wird Sprache nur geht, und da meine ich, wundert dich nicht, von der besonders insistiert. Wir stellen fest, dass am Artikel 2 von diesem Gesetz eine Exigenz ist. Die Exigenz, dass Jahreseltern sollen die sprachlichen Fakultäten von den Kindern unterstützen. Aber was sind Konditionen, sprachliche Konditionen, die Jahreseltern selber erfüllen? Beim Agreement geht es durch, Spruch A2. Ich habe mich auch verwundert, dass CSV immer d'accord ist. Das für der CSV begrüßt gehen, da den Engspruch von unseren 3 Verwaltungssprachen Niveau A2 muss beherrschen, wie das können sie machen, nicht unbedingt Lützeburgisch. Und das geht durch für den Agreement. An A2 als kein höchstes Niveau, das ist nicht das A1 den höchsten Niveau wäre, nicht C2 als den höchsten Niveau, also wir schwätzen heute wird den zweitniedrigsten Niveau überhaupt. Wenn ihr will, Prestataire chaque Service sein, dann muss es an 2 Sprachen den Niveau A2 sein, aber auch nicht Lützeburgisch. Das heißt, dort zu gehen, wo der Staat Steuergelder ersetzt, wo also das primordial auch an unserer Logik, die dann in dieser Hinsicht mehr liberal ist, für zu kontrollieren, nach Konditionen vorzuschreiben, auch da bringt der Lützeburgische Staat es fertig, auf Lützeburgisch zu verzichten. Dieselbe Regierung, die als 40 Punkte für Lützeburger Spruch vorstellt, für kurz an einem großen nationalen Plan für Lützeburger Spruch, an Hai, wo es darum geht, Integration über Lützeburger Spruch zu fördern, an überhaupt Lützeburger Spruch zu promovieren, an Obrecht zu erhalten, da wird also eine politische Kredibilität von dieser Regierung an der Sprachpolitik geht, da versucht sie direkt, weil sie überhaupt keine Förderung hat, was Lützeburger Spruch angeht. Das ist nicht akzeptabel. Aber wenn man eine provisorische Autorisation will, für als Jahreseltern zu schaffen, ein provisorisch, die nämlich für 3 Jahre gut ist, da brauche ich keinen von unseren 3 Sprachen auf keinem Niveau zu können. Das ist eigentlich die Sprachpolitik von dieser Regierung. Und es ist einfach eine Enttäuschung. Es ist eine Enttäuschung für all die Leute, sogar von ihren eigenen politischen Parteien, die darüber gelebt haben, dass diese Regierung der wilde Gest für Lützeburg schmerzt. Und all den Diskussionen und Petitionen, die wir hatten, die merkt in Wirklichkeit gut nicht. Und aus all den Gründen, die wir schon gesagt haben, erstens, das Soutien wie die traditionelle Familie kann er selber zählen. Zweitens, der Staat soll sich auf das beschränken, wo er ein Recht wird anzugreifen und nicht alles will reglieren an dieser Gesellschaft. Und drittens, wir wollen nicht erst mit der Lützeburger Spruch an dir nicht. Aus all den Gründen werden wir das Gesetz auch nicht stimmen.